Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kurzen Live über die Frage, woher kommst du? Woher kommst du? Das ist eine wichtige Frage. Woher kommst du? Das ist ganz einfach. Normalerweise sagen wir, ich komme aus Italien. Ich komme aus Italien. Oder sie kommt aus Norwegen. Dänemark. Er kommt aus Dänemark. Also wir sagen gar nichts dazu, nur aus und das Land. Wir kommen aus Frankreich. Wir kommen aus Frankreich. Oder sie kommen aus Deutschland. Sie kommen aus Deutschland. Genau, so sagen wir bei den meisten Ländern. Also so könnten wir weiterfahren und ganz viele Länder sagen, wir kommen aus Amerika. Er kommt aus Brasilien. Sie kommt aus Spanien. Ja, und so weiter. Also die meisten Länder, die brauchen wir so brauchen, ohne irgendwelche Artikel, einfach aus und das Land. Also, und da habe ich euch noch eine Liste gemacht mit Ausnahmen. Das sind feminine Länder oder maskuline Länder. Also das ist eben gerade bei der Schweiz so. Ich muss sagen, ich komme aus der Schweiz. Das ist gerade eine Ausnahme. Also wir kommen aus der Schweiz. Oder er kommt aus der Türkei. Das ist auch feminin. Alles mit «ei». Aus der Türkei oder aus der Tschechei. Sie kommen aus der Tschechei. Oder wir kommen aus der Slowakei. Oder wenn es irgendeine Republik ist, dann kann man auch sagen, aus der Republik. Kommt mir gerade kein in den Sinn. Tschechische Republik natürlich. Ja, also, und ich kann sagen, ich komme aus Holland, aber wenn wir Niederlande brauchen, dann müssen wir sagen, ich komme aus den Niederlanden. Ich komme aus den Niederlanden. Wenn wir sagen, ich komme aus Amerika, dann ist das normal. Aber wenn ich sage, aus den USA, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, Plural, dann nachher brauchen wir, ich komme aus den USA. Okay. Nancy kommt aus den USA. Dann gibt es noch ein paar Länder, die maskulin sind. Zum Beispiel, er kommt aus dem Kosovo. Oder sie kommt aus dem Iran. Und wir kommen aus dem Irak. Ja, also das sind Ausnahmen da. Also am besten, am wichtigsten ist natürlich Schweiz, wenn ihr Schweizerdeutsch redet. Und wenn du sagst, wohin gehst in die Ferien, dann nachher würde es heissen, ich gehe auf Italien in die Ferien. Oder ich gehe auf Dänemark in die Ferien. Ich war noch nie in Dänemark. Oder ich gehe auf Frankreich in die Ferien. Aber ich gehe in die Schweiz in die Ferien. Wir gehen in die Türkei in die Ferien. Wir gehen in die USA in die Ferien. Oder sie gehen in Iran. Also, ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen daran erinnert, wie man das sagt und für welche Länder Ausnahmen gelten. Ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.